De Move, das sind die Jungen vom Mouvement Ökologique, wie jedoch an ihrem Logo steht. Klimawandel, Globalisierung oder auch Naturschutz sind Themen, die sie beschäftigen. So die Juncker unterstützt, die sich für eine umweltbewusste Gesellschaft wollen engagieren. Ich von ihren Projekten aus dem Move approved. Mehr Details dazu haben Janis und Lea. Meine Aufgabe beim Move war eigentlich, die Gruppe zu enkadrieren an der Tisch regelmäßig Versammlungen, all Donnerstagen als eine Versammlung, wo die Jungen kommen, wir schwatzen über Themen, sie sichern sich um Themen, was sie Lust haben, was sie interessiert, und ich sorge dann dafür quasi, dass die ganzen Sachen viral gehen, also selbst geschieht zwischen den Meetingen, wenn wir einen Brief schreiben, zum Beispiel in ein Ministerium, als Beispiel, dann schreiben ich den Brief anhand von den Sachen, die wir an der Versammlung geschwatzt haben, und lehnen hin den darum für dass wir das darum können checken. Und genau, also ich mache eigentlich die ganz koordinativ, organisatorisch Arbeit, die zwischen den Meetingen stattfindet. De Move ist die Jugendgruppe vom Mouvement Ökologique. Das sind Junker zwischen 14 und 26, die sich beim Mouvement Ökologique am Move Jugendgruppe organisieren. Die kommen dahin als Versammlungen. Und ja, das sind Junker, die sich für Themen wie Umweltschutz oder Demokratie interessieren und den Themen wollen schaffen. Und die Jugendgruppe ist auch ein bisschen eine Möglichkeit für dass an einer großen Organisation wie dem Mouvement Ökologique die Jungen auch ein bisschen mehr starke Stimme kriegen und sich können abbringen, also sozusagen auch den Weg an der Zukunft festlegen für die Organisation, weil Organisationen, für das die lebendig bleiben, dass ein lebendiger Dialog stattfindet, brauchen auch Junker, die nachrücken, die sich für die Themen interessieren und die hier Sichtweise, ob die Themen noch abbringen, weil das oft ein anderer ist wie die von mir alle Leute. Und genau, das ist die Jugendgruppe und ich meine, deshalb wo wir ganz froh sind, dass wir den haben. Wir haben von vielen Projekten, ein davon ist zum Beispiel als Move Approved gehört. Wir hatten schon ein letztes Jahr und dieses Jahr machen wir sie mehr groß. Letztes Jahr war sie nicht mehr von der Lützeburger Stadt, wo wir cool Projekte abgelöst haben, wo du cool shoppen gehen, ökologisch shoppen gehen, fair shoppen gehen, wo cool Chillplätze sind, wo du nicht mega teuer bezahlen musst, aber auch nicht die Umwelt verschmutzen. Zum Beispiel einfach mal auf Königswies Picknicke gehen oder so. Und dann noch cool Restaurants, auch viele vegane Restaurants drin. Und das kann man mir eine Großversion vom ganzen Lützeburger Land. Die Jugendgruppe ist vor 4 Jahren entstanden. Ich meine, das war damals tatsächlich einfach eine interne Debatte am Mouvement Ökologique, dass sozusagen es gab immer lange Zeit an den Medien, hat doch viel mitgekriegt, an der Politik viel darüber geschwatzt, dass die Jungen nicht so interessiert sind an politischen Themen, dass die Jungs sich nicht genug engagieren. Und wir wollen eigentlich weisen, dass das gar nicht der Fall ist. Also, dass es viele Junge gibt, die sich engagieren, dass es viele Junge gibt, die motiviert sind, etwas zu bewegen und sich für die Themen anzusetzen. Und ja, das ist bislang ein grosser Erfolg. Wir haben eine große Gruppe Junker, die regelmäßig wechselt. Das sind immer Leute, die gehen auf die Uni, die sind da fort, kommen da vielleicht mich später rum, kommen immer neue Junker dabei. Und merkt ihr wirklich, dass aber andere da ist, von den Jungen sich zu organisieren und sich zu engagieren. Und ich meine, das ist so an letzter Zeit darum, den am Publikum mehr bekannt ging, als durch eben die Fridays for Future Demonstrationen in ganz Europa und eben halt zu Lützeburg speziell Youth for Climate, die das eben organisiert haben, mit, ich meine, bei der größten Demo über 10.000 Jungs auf der Straße. Also, den anderen ist dafür. Die Jungen gebe ich mal auf den Weg gehen,
dass es wichtig ist, dass sie sich engagieren, weil ich fand, dass es ganz wichtig ist, sich politisch oder bei ONGen zu engagieren, weil das wirklich etwas bringt, also etwas ändert an der ganzen Gesellschaft. Weil wenn dich nicht mehr geht, dann hast du natürlich deinen eigenen Fußabdruck reduziert. Aber wenn du hilfst mit Regeln zu ändern von einer ganzen Gesellschaft, dann hast du einen neuen Bund gelöst für die Leute, die noch da kommen, auch für dass die auch mehr ökologisch können leben. Weil wir merken alle gut, dass es schwer ist, am Kaktus ohne Plastik anzukaufen. Das ist bald unmöglich. Und so Sachen muss ich eben endlich die Politiker klar machen, dass wir das hätten und dass ein nur froh da ist. Auch wenn es nicht teuer ist, wir sind eben an einer Klimakrise. Und natürlich auch von denen sie nicht gesagt. Also es ist aber mehr wichtig, wie das als Entreprise ein bisschen auf die Zähne muss beißen. Für den Move speziell eigentlich gar nicht so stark wie für die Education in Lützeburg insgesamt. Weil ich einfach gesehen als eben, dass sie so motiviert sind, dass es Junge gibt, die sich für die Themen interessieren. Und wir gehen beim Move auch in der Schule an den Workshopen und es schon einfach das Gefühl, dass die Themen an den Schulen zwar nicht zwingend unterrepräsentiert sind, also Thema Klimaschutz, Klimawandel, so Sachen gehen angeschwart, aber auf eine total ungeplanten Art und Weise. Also das größtenteils dem Prof über los, das selber do Akzente zu setzen und fehlt wirklich die große Leitlinie vom Minister an. Ich meine, den Anteil von den Jungen ist dort, wir müssen den einfach besser kanalisieren und da wäre wirklich wichtig, dass dann von oben vom Minister eine klare Richtlinie kommt, dass das vielleicht irgendwie an den Stundenplan findet. Ja, das ein bisschen, mir hat ein bisschen Gefühl, dass wir das müssen ausgleichen, was von oben ein bisschen verschlafen geht. Und das würde ich mir wünschen, dass das letzte bisschen ein bisschen besser geht in Zukunft.